Erst Brandopfer auf einem Bauernhof, dann dem Rost überlassen. Beinahe Alteisen, aber nur beinahe. Mein Freund, dich packe ich demnächst. Über mehrere Ecken, so Georg Lindner, habe er von dem 70 Jahre alten Traktor erfahren. Nun will er das offenkundig wertlose Wrack vor der Schrottpresse retten. Was ihn reizt? Es handelt sich um einen Eicher. Also ich habe vor nichts Angst. Ne? Ich habe schon einige Brüder zusammengerichtet, aber so einen Fall habe ich noch nicht gehabt. Aber wenn mir der Herrgott noch ein paar Jahre schenkt und die BFA mal Renten bezahlt, denke ich schon, dass ich den wieder zum Leben erwecke. Warum eigentlich? Seine Welt sind einfach alte Bulldogs. Und am wohlsten fühlt er sich unter Leuten, die diese Leidenschaft für überlebende alte Traktoren teilen. Er kennt die Modelle aller rund 50 Hersteller, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Traktoren bauten. Seine Lieblinge sind aber eben Schlepperveteranen der Marke Eicher. Im unterfränkischen Kleinsteinach verwahrt er in einem himmelblau gestrichenen Depot alle von ihm geretteten Patienten. Alle himmelblau lackiert. Eicher eben. Schon als Landmaschinenmechanikermeister und später als technischer Leiter einer Teefabrik hat Georg Lindner nach Feierabend als eine Art Bulldog-Notarzt gearbeitet. Jetzt genießt er den Erfolg. Einzylinder, luftgekühlt, Musik für Georg Lindner und seinen Oldtimer-Freund Florian Däuber. Ich liebe das. Es kann nicht einzylindrig genug sein. 16 Eicher, vom kleinsten bis zum stärksten. Rostlauben schrecken ihn nicht. Der Georg, das ist so ein wenig so wie der Schrauberopa oder Schraubervater. Also wie gesagt, wenn ich Probleme habe, ich bin ja auch noch am Lernen, immer wieder. Und den kann ich jederzeit anrufen, er hilft mir und er kommt auch mal vorbei, gibt mir Tipps und unterstützt uns Jungen auch, weil es muss ja irgendwann irgendwie wieder weitergeführt werden. Wir hören schlecht, wir sehen schlecht, wir können keine Kupplung mehr drehen, wir kommen nichts mehr auf. Irgendwas ist alles begrenzt und die Jugend ist natürlich unsere Zukunft. Alle Eicher starten auf Anhieb. Sogar der einst schrottreife Zweizylinder, den Georg Lindner aus Rumänien geholt hat. Seine Freizeit dreht sich längst nicht nur um Traktoren. Mit großem Eifer ist er seit 6 Jahren Messner in der Dorfkirche. Sein Glaube bedeutet ihm viel. Und Ehrenamt ist ihm ein Anliegen. Man hat ein Hobby, aber ist natürlich auch die Familie ist ganz, ganz wichtig mir. Und natürlich, dass man sich auch in der Gesellschaft einbringt, dem Dorf was gibt. Ich bin sehr bodenständig. Es gibt so viele Talente und die liegen alle brach. Und wenn jeder ein bisschen sein Talent im Dorf einbringt, dann werden wir viel, viel stärker. Gleich gegenüber der Kirche besucht Georg Lindner den Dorfladen. Den hat er vor 15 Jahren mitgegründet und 7 Jahre lang ehrenamtlich geleitet. Nicht leicht. Aber mit Unterstützung der Mitbürgerinnen und Mitbürger und der Gemeinde hat Lindner auch hier etwas gerettet. Dorfleben. Heute ist der Dorfladen ein Stück Lebensqualität in Kleinsteinach. Man staunt, wie Lindner das alles neben seinem Beruf als Betriebsleiter einer Teefabrik und als Vater von 3 Töchtern geschafft hat. Es mache ihm einfach Freude, sagt er und genießt eine Kaffeepause vor seinem nächsten Einsatz als Bulldog-Notarzt. Mit einem bereits vor längerem restaurierten 16 PS Eicher holt Georg Lindner den baugleichen, ausgebrannten Schlepperfund in seine Werkstatt. Assistiert vom jungen Vereinskameraden der Bulldog-Oldtimer-Freunde Haßberge. Ab in die Werkstatt. Die liegt gleich neben dem Wohnhaus. Seine verstorbene Frau und die 3 Töchter wussten stets, wo er in seiner Freizeit steckte. Jetzt als Witwer und Rentner mit viel Zeit kann er sich sogar um scheinbar aussichtslose Fälle kümmern. Das ist schon, ich sag mal, Intensivstation. Ne? Ich gehe vor mehreren Jahren raus. Ne? Aber einen Brandfall habe ich noch nicht gehabt.
Und man sieht da, es ist fast alles fest. Aber wenn man dann einweicht, guck, und schon lässt sich's bewegen. Ha? Der Königstiger und der rauscht. Ja, Notruf für den Bulldog-Doktor. Ein Eicher, Modell Königstiger, macht bei einem befreundeten Landwirt komische Geräusche. Georg Lindner eilt unverzüglich zu dem besorgten Eicherbesitzer. Was ist los, Michael? Servus. Servus. Erstmal gründlich abhören. Ohne Stethoskop, aber mit rund 50 Jahren Eichererfahrung nähert sich Lindner nach wenigen Minuten einer Diagnose. Eine Schraube hat sich gelockert. Operation gelungen. Passt. Da guck mal, das hintere Lager, das hat auch Luft wie Sau. Na guck, hi. Hallo, da haben wir sie. Die liegt da unten drinnen, ist Loge. Da machen wir neue rein. Aber nicht alles gelingt. Da war zum Beispiel vor 10 Jahren diese Pilgerreise mit Eicherschlepper und Schäferwagen ins spanische Santiago de Compostela. Nach Ende seines stressigen Berufslebens suchte Lindner als 65-jähriger Rentner ein spirituelles Erlebnis, Besinnung. Aber nach gut 1000 Kilometern brach die Achse seines Wohnanhängers bei Limoges, mitten in Frankreich. Bis dorthin funktionierte die entschleunigte Pilgerreise mit einem 16 PS Eicher, so alt wie sein Besitzer und so langsam, dass er jeden Tag nur 50 Kilometer vorankam. Auf die Zuverlässigkeit seines Oldtimers konnte er vertrauen. Im Rückblick schmerzt, dass er die kaputte Achse in Frankreich einfach nicht ersetzen lassen konnte. Es bleiben aber viele schöne Erinnerungen an Gastfreundschaft, an Begegnungen mit anderen Pilgern. Gehadert hat der Bulldog-Pilger schon. Schließlich nahm er das Scheitern an. Letztendlich war das hier dann eine persönliche Niederlage für mich, weil ich nicht mehr weitergekommen bin, mitten in Frankreich. Und das war schon eine Herausforderung. Aber ich habe immer gesagt, ich habe Zeit, ich bin gesund und habe Geld einstecken. Mir passiert nichts. Aber letztendlich mit der Zeit wird man dann mürb und man überlegt, abzubrechen und neu zu beginnen. Und das habe ich gemacht auf andere Art und Weise. Zurück in die Werkstatt. 1954 verließ der ausgebrannte Eicher frisch lackiert die Fabrik in Forstern zusammen mit 13.000 baugleichen Modellen. Ein Bulldog, den sich auch kleine fränkische Landwirte wie Lindners Vorfahren leisten konnten. Jetzt fordert ihn der rostige Patient heraus. Das Aluminium ist verbrennt. Ich habe ja die Teile um. Ich habe einen Dieselfilter, ich habe einen Ölfilter. Tatsächlich, oben in der Scheune das reinste Ersatzteillager. Sitze, Anlasser, Räder und sogar ein geeigneter Tank. Ja, da unten hätte ich ja einen Tank. Nun spricht doch einiges für eine erfolgreiche Wiederbelebung des schwer angeschlagenen Brandopfers. Der Bulldog-Notarzt gibt so schnell keinen Patienten der Marke Eicher auf. Etliche Sammlerfreunde haben abgeraten. Lass die Finger von der Rostlaube, spart dir die Zeit. Aber für den Bauernsohn ist dieser Fall irgendwie auch Ehrensache. Unsere Väter, Großväter, mit denen ihr tägliches Brot verdient haben mit solchen Maschinen, das muss man einfach erhalten. Und da sind ja ganze Generationen sind ja da ernährt worden. Ne? Und das ist ehrlich. Und ich kann sagen, ich habe heute noch Bulldogs, da waren alle meine Omas drauf gesessen, alle meine Opas. Das sind Erinnerungen, die er gerne mit anderen teilt und weitergibt. Deshalb hält er die alten Schlepper in Schuss und immer wieder mal in Bewegung. Das geschieht vor allem an Sommerwochenenden. Da knattert Lindner zu Traktortreffen wie nach Stadtlauringen. Am Samstagmorgen geht's los. Junge Mitglieder der Bulldog-Oldtimer-Freunde Hasberge begleiten Lindner als Fahrer einer kleinen Eicher-Flotte. Sie treffen an dem Wochenende die Besitzer von insgesamt mehr als 200 Oldtimer-Bulldogs.
Mittendrin Georg Lindner mit seinem 6-Zylinder Eicher Wotan. Hier kann er seine himmelblauen Oldies präsentieren, fachsimpeln und Geschichten mit anderen Sammlern und Besuchern austauschen. Jetzt wollen alle Ankömmlinge ihre Schlepper möglichst gut in Position bringen. Auch Georg Lindner ist angespannt, bis alle Eicher auf ihren Plätzen sind. Ja, es ist immer aufregend, ne, am Oldtimer-Treffen anzukommen. Wie sind die Platzverhältnisse? Das Wetter war alle prägend. Es ist diese Mordsradau, ne, aber man kommt langsam runter dann, hoffentlich. Kinder, die kleine Traktoren als Spielzeug kennen, sie in den Dörfern aber kaum noch sehen. Bei solchen Schleppertreffen kommen sie auf ihre Kosten. Vor ihren Augen messen sich Oldtimer-Besitzer im Balanceakt auf einer Wippe. Und für viele ältere Besucher weckt das Tuckern Erinnerungen. Ums Geld geht's hier nicht. Beispiel: Ein Unternehmer aus Norddeutschland hat Georg Lindner 60.000 € für seinen seltenen Eicher Wotan geboten. Gebe ich dir 60, bist du? Habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ne? Also, da wird man schon ein bisschen weich. Ne? Also, aber nee, warum soll ich den verkaufen? Ich brauche das nicht. Ich will den Wotan haben und der gehört zu mir. Und Georg Lindner gehört zur großen Bulldog-Oldtimer-Familie. Die wenigsten sind Landwirte. Viele haben aber, wie er, ihre familiären Wurzeln auf Bauernhöfen. Alle eint die Freude an solchen landtechnischen Zeitreisen.